Es ist Folie Nummer 6. Nummer 6, was steht hier? Kalk, das Gespenst in der Wasserleitung. Okay, perfekt. Kalk, das Gespenst in das Wasserleitung. Okay, also, erstmal, ich muss euch vor Kalk ganz viel warnen. Es ist unsicher. Oben? Okay, genau. Also, die Warnung ist vorbei. Wir werden gleich beginnen mit dem gefahrenen Kalk. Ne, doch. Man muss auch hier klicken. Aha. Tiefer. Ja, ja, ich hab's geschafft. Danke. Okay. Ich bin Franziska Bermann, die Kalkexpertin, und habe mich einigermaßen mit der Mystik der Kalk beschäftigt. Also, wo befindet sich die mystische Kalkgespenster? Hauptsache im Wasser, aber auch sonst wo? Unten? Ja, okay. Ja, was ist Kalk? Es ist ein Kako auf Englisch gesprochen mit 3 unten. Ja, Sprachen sind wundervoll. Und die haben ein paar Modifikatoren, Calcit, Argonit und Varitit, aber auch diese Gespenster hier. Oh, okay, ne, diese Gespenster hier. Genau. Das ist ein Steingespenster, welche dank der modernen Geologie bei uns geblieben. Okay, wo befindet man Kalk? Überall eigentlich. Seit Ägypten schon haben die alten Ägypter ganz viel Kalk benutzt, um ihre Wände zu streichen. Genau, und Zahnpasta in Ägypten zu machen. Deshalb lebten sie alle 150 Jahre und wurden ganz schön in die Badewanne begrabt. Ja, jetzt benutzt es hauptsächlich in Scheißprodukten, die man bei Penny kauft, und in Kombinen. So. Jetzt noch über das, ja, was ist Wasserverhärtet? Das ist nicht genau wie Penisverhärtet, das ist ganz anderes. Zum Beispiel, es gibt die K und die MgHCO gleich. Aber das alles führt zu temporäre und permanente Härte. Nochmal legt man Penis beim Kalk. Die Gesamthärte dann beträgt 1 mmO. Und ja, die ganze Wasserhärte nochmal. Also wir reden hier über Gespenster, das ist sehr wichtig zu sagen. Also, diese Gespenster wird dann von Ghostbusters gemessen, bevor wir diese Gespenster suchen. Also die Härtegrad liegt je nach Härtebereich, sehr weich, mittelhart, ziemlich hart und sehr hart. Das ist auch übrigens die gerade an Besoffenheit am Oktoberfest. Genau, wir sehen diese Kalkgespenster von innen. Die sehen dann sie haben 6-zellige Ligand und die sind ziemlich komplex. Also steigen wir weiter, weil es ziemlich selbstverständlich alles diese ja, genau. Gespenster Nummer 1 ist gebaut von ganz viel Oxygen. Ja, deshalb ist auch unsichtbar. Aber die Gespenster Nummer 2 hat ein bisschen Vitamine drin. Und die dritte Gespenster ist einfach außerirdische CO2-kompakt. Okay, ich hoffe, es ist alles klar bisher. Okay, jetzt kommen wir endlich mal zu was Wichtiges. Wo entstehen Kalkgespenster? Hauptsache in die Natur und dann kommen sie in das Haus durch die Wasserleitung. Ja, sie kommen mit Einfluss der Sonne und dann
bisschen Wolken dabei. Ich habe eigentlich das als Kind gemalt, als ich 8 Jahre alt war. Ich war schon damals ein großer Kalkexpert. Perfekt. Okay, die Kalk befindet sich in dieser Höhle, was wir vorher gesehen haben, und tropft so langsam bis auf unsere Wasserleitung, tatsächlich. So, jetzt Bildung von Kalkseife. So, was macht man, wenn man ein Gespenster findet? Man macht davon eine Seife. Es ist okay, die sind Gespenster, die leiden nicht in dem Prozess. Man nimmt Regenwasser und ein paar Kalikominionen, Mineral, mischt alles zusammen in einen Blender. Hauptsache, nicht vergessen die Seifablösung. Und ja, genau. Okay, wir überspringen ein bisschen die Mathematik. Genau. Ganz wichtig beim dieser Kalkul versuchen, das Laptop nicht zu brennen. Es ist nur für ganz große Computer, wie zum Beispiel der Arztcomputer von Microsoft. Oder ja, ansonsten passiert solche Sachen wie, danke einer Person, die da so ich hoffe, du bist okay. Sie weiß so herzlich, weil sie hat richtig diese ganz kalten Probleme entfallen. Ja, es ist kein Witz jetzt. Also, lass uns über eine Glas Tee sitzen und ein bisschen über Kalk reden. Weil hier jetzt, herzlich, also wir trinken in jeder Tee ganz viel Gespenster in gelockte Mineralien. Das sollten wir lieber vermeiden, vor allem im Kaffee und in, die Kalkflecken auch soll man vermeiden. Das ist, was auf der Zähne dann bleibt. Und sieht so aus, mehr oder weniger. Wow! Hier kommt das Gespenster. Okay, es ist harmloses Gespenst, ja? Aber es sieht nicht so schön aus einfach. Auf unsere Zähne, wie gesagt. Und, okay, dann das ist alles niedlich, aber genau. Okay, was passiert, wenn man Kaffee macht? Natürlich bekommt man eine orange Kalkgespenst. Und das kann nicht die Ende sein. Doch, das ist die Ende. Aber dann kann man. Danke. Doch, ich habe keine Zeit. Wunderbar. Ja, das